Nathalie Oberweis. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, für ein paar Jahre sind in ganz Europa und auch in Lützeburg Tausende von Leuten auf die Straße gegangen gegen die ultraliberale Freihandelspolitik von der Europäischen Union. Damals hat sich der Protest vor allem gegen den TTIP an das CETA gerichtet. An einer von den Hauptkritikpunkten waren die unsäglichen Schiedsgerichte, wo Multinationale können gegen demokratische Decisionen von souveränen Staaten klagen. 2 Jahre nachdem die Majorität Matten am Konfinement, ja, erinnert ihr euch, das CETA durch das Parlament gejoht hat, wird sie mit diesem Projet de loi voraussichtlich ein neues Investitionsaufkommen mit Schiedsgerichten ratifizieren, das kann man Vietnam über den ganzen Freihandelsakkord, den dazu gehört, brauche ich mittlerweile just nach dem Europaparlament aufzustimmen. Und das arrangiert Heilbonne wohl so mancher ein. Das ist wirklich eine einzige Hypokrisie von der EU, weil sie führt genau dem allen Muster weiter, egal ob die Leute gehen sind oder nicht. Wir müssen die Europäische Union mehr nah bei den Leuten bringen, heet immer herum. Und wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mehr nachlauschen, heet immer herum. Wir sind alles nicht mehr Eidelwerder. Wenn es um den Profit geht, dann hast du alles vergessen. Das Paralleljustiz aber für die Multinationalen hat schon immens viel Misere mit sich gebracht. Staaten gehen verkloppt, weil sie die Energietransition weiterbringen oder weil sie eine ambitiöse Gesundheitspolitik machen. Die Regierungen trauen sich nicht mehr, gewisse Politiken umzusetzen, aus Angst vor einer Multinational ob Milliarden Euro Schuldensersatz verkloppt zu gehen. Die Rechtsstaatlichkeit geht weder an der EU noch am Vietnam verbessert, au contraire. Auf ihr Wahltraum Politik der Multinationalen überhaupt so Privilegien an, knöbelt sich selber. Just weil die Multinationale behaupten, sie geben nur mehr investieren. Es gibt an der wissenschaftlichen Literatur kein Beweis, dass die Investitionsakkorde mit den Schiedsgerichten zu mehr Direktinvestitionen oder sogar zu mehr Arbeitsplätzen führen. Am Konträr, sie führen natürlich vor allem zu Delokalisationen an Niedriglohnländer und durch zu Ausbeutung von lokalen Arbeiterinnen und Arbeiter an natürlichen Ressourcen. Herr Präsident, das Zucht von Akkorden, sie muss geschneidert auf Besoin von den großen Multinationalen. Sie erlauben den großen Konzerne, Filialen auf alle Kontinente anzurichten, je nachdem, wo sie können, Prozent auf das Salär spuren oder je nachdem, wo sie können, niedrigen Umwelt- und Sozialstandards profitieren. So können sie auf der ganzen Welt Regierungen und Arbeiter und Arbeiterinnen gegen den ausspielen. Produkte machen während der Fabrikation 3-mal den Tour rund um die Welt, eher dass sie beim Konsumateur ankommen und treiben den Klimawandel weiter an. Alles ist für den Profit von den Aktionären und die Lut zu treiben. Haut 2 Jahre nach der Pandemie und den geopolitischen Verwerfungen, die wir kennen, geht dieses ökonomische Modell immer mehr auf Frage gestellt. Resilienz von den Lieferketten heget ja überall. Und wir dürfen nicht mehr so aufhängig sein von den asiatischen Fabriken, hören wir auch immer. Aber Heimaten votiert schon mal ein genede konträr. Wir werden sicherlich nicht mitstimmen. Merci vielmals, Madame Oberweis. À la Redner aus dem honorablen Herr Sven Clement.